Hallo miteinander, herzlich willkommen zu dem neuen Vlog. Wie ihr gesehen habt, haben wir es ja das letzte Mal als Nordkap geschafft und wir hatten super Wetter gehabt. Es war mega der Brüller. Jetzt sind wir ein bisschen weiter schon gefahren. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Hammerfest mit Hammerwetter und einer Hammeraussicht. Und jetzt kommt etwas, da habe ich mich schon eine Zeit lang darauf gefreut. Jetzt dürfen wir mal wieder Kleberli kleben. Zuerst sind wir ja durch welches Land neu gefahren? Finnland. Also kommt jetzt Finnland drauf. Ja, kommt glaube ich nicht schlecht. Dann als nächstes kommt natürlich Norwegen dran, weil da sind wir ja jetzt. Und was wir uns auch noch gekauft haben, ein Nordkap-Kleber, der kommt natürlich auch drauf. Es wird spannend. Kann man glaube ich so lassen. Ja, nach dieser Kleberaktion sind wir dann weitergefahren auf Alta und haben dort eigentlich ein bisschen die Killen anschauen. Die Nordlichtkille, leider hat die schon zugehört. Und das Wetter war auch ziemlich bescheiden und dementsprechend sind wir dann halt ja, gerade ein bisschen weitergefahren. Jetzt sind wir in Tromsø und ja, der erste Eindruck von der Stadt sehr hübsch. Und jetzt wollen wir dann auf den Hausberg und da nehmen wir euch natürlich mit. So ist es. Über diese Brücke musst du gehen. Und du siehst wirklich über ganz Tromsø und mega weit. Du siehst den Flughafen, du siehst einfach alles. Du siehst andere Inseln. Ja, sehr schön. Leider arschkalt und leider ist die Sonne jetzt auch weg. Wäre jetzt schön gewesen, wenn jetzt auf der Stadt noch ein bisschen Sonne gelegen ist. Aber ja, no, wir können nicht alles. Und ich denke, wenn es dann wieder dunkel wird, wenn das beleuchtet ist, das sieht auch sicher Hammer aus. Da gibt es ganz geile Bilder. Ganz schöne Bilder. Ja. Und ein Erlebnis ist es auch, über die Brücke hineinzulaufen. Ja, da muss man die aber also, auch ein bisschen sturmfest sein. Ja, Winterteil fast davon dort drauf. Ja, ist also Kurzhaarfrisuren, das ist man klar im Vorteil. Ja, heute geht es weiter Richtung Lofoten und wir sind jetzt extra früh aufgestanden, haben nicht einmal zum Morgen gegessen. Weil wir dachten, ja, wir wollen dann gerade mit der ersten Fähre gehen. Was wir natürlich nicht gemacht haben, ist zum Schauen, wenn das dann die erste Fähre fährt. Und ja, was soll ich sagen? Wir hätten das auch zum Morgen essen, weil es ist jetzt 9:32 Uhr und die erste Fähre geht am 10:45 Uhr.
Also gibt es jetzt zuerst mal zum Morgen, aber alles halb so wild, weil wir sind ja im Wohnmobil und im Wohnmobil ist es ja auch kein Problem, wenn man ein bisschen warten muss. Und mit dieser Aussicht sowieso nicht. Wir haben jetzt kleinere Umwege gemacht, weil dort, wo wir eigentlich hin wollten, sind die Strassen gesperrt gewesen. Und weil wir noch Wasser gebraucht haben, haben wir dann halt geschaut, wo wir hin können. Und jetzt sind wir hier am Trollmuseum. Und ja, der erste ist nicht da, sondern der erste ist da. Das hat ein Ohrenringli. Es gibt Albträume da, der Sammy Klaus. Jetzt geht die weg, ja. Was machen wir, wenn es einem langweilig ist und es ist kalt? Die Rätsel. Heute ist nicht der Tag von unseren Plänen, weil jeder Plan löst sich irgendwie in Luft auf. Wir haben jetzt gedacht, gut, wir verlassen die Insel Senja und gehen jetzt halt auf die nächste Fähre, jetzt Abend um 7 Uhr. Es ist jetzt 3:30 und wir sind hier am Fährhafen angekommen und es ist schon voll. Und jetzt, ja, da wir noch nichts gegessen haben, müssen wir jetzt auch improvisieren mit dem Kochen. Weil es so schräg ist im Wohnmobil, ich hoffe, man sieht es auf den Bildern, können wir natürlich nicht rein kochen. Jetzt gibt es halt Würstchen vom Grill und ein bisschen Salat. Camper Life! Ja, nach dieser abenteuerlichen Fährenfahrt, die also wirklich so gemacht hat und man hat sich ein bisschen anstrengen, um gesund zu bleiben, sind wir dann angekommen, am Abend, haben dann noch ein bisschen fahren, weil alle sind irgendwie gerade abgebogen und irgendwo auf dem Campingplatz und so. Wir sind dann noch ein bisschen gefahren und jetzt sind wir hier auf einem Wanderplatz.
wo die Leute gehen wandern. Und jetzt haben wir herausgefunden, das ist anscheinend gerade am Berg von dem Aussichtspunkt von dieser Insel. Was für uns natürlich heisst, wir packen uns jetzt die Rucksäcke und kreisen wir dann dort rauf. Girls sind am Futtern. Ja, so wie wieder Energie haben, denke ich. So wie immer für den Abstieg. Ja. Wir müssen ja schauen, dass wir wieder runterkommen. Wir müssen ein bisschen Gewicht ansetzen. Ja, und was gibt es Feins? Mit dem feinen, mit dem guten, meinem Sackmesser. He? Ja, Svefa und Toursackmesser. Ja, es gibt da jetzt so Rentierwurst, die Sven ausgewählt hat. Und sie ist im Fall mega fein. Also ich finde, Das es ist geht. wirklich wohl, also ich finde es fein. Ja, ich bin ja nicht mehr so der Wursti, aber es ist gut, ja. Rentierwurst. So sieht es aus, wenn man in Norwegen aufsteht und es schön Wetter ist. Ist das nicht herrlich? Jetzt befinden wir uns seit gestern auf der Insel. Arøya. Nein, gestern war es Arøya und heute sind wir jetzt auf Hinnøya. Ich hoffe, dass ist richtig ausgesprochen. Ich zeige euch mal ein bisschen, das ist wieder immer schwierig, das nachzuvollziehen, darum ab auf die Karte. Also hier oben war das Nordkap und dann sind wir hier drauf, sind wir Hammerfest anschauen. Anschliessend ist es hier auf Alta gegangen. Da haben wir leider schlechtes Wetter gehabt, darum hat es da gar nicht wahnsinnig viel zu sehen gegeben. Dann sind wir hier weiter vorgefahren. Olderhalden. In Olderhalden sind wir dann auf die Fähre. Nachher ist es auf Tromsø, sind wir Tromsø anschauen. Und dann ist es hier weitergegangen. Und nachher sind wir Insel Senja mehr oder weniger durchgefahren. Dann hier wieder auf die Fähre. 1 Stunde 40 Fähre mit viel Gewackel. Und jetzt sind wir hier runtergefahren und sind jetzt hier im Moment da. Das nächste Mal, wenn ihr uns dann seht, sind wir dann hoffentlich schon auf der Lofoten. Und dort werden wir euch natürlich auch wieder ein paar Eindrücke mitgeben. Also, bis später, wenn es wieder heisst. Ich bin noch am Essen. Svefa on Tour. Tschüss zusammen. Moment. Aha. Muss ich noch am Anfang an sagen? Ja, ist gut. Ich bin bereit. Also, los. Es windet. Es windet, ja, und die Fingerli sind wieder mega kalt. Ja, heute scheint nicht der... Nochmal. Sieht ein bisschen speckig aus. Das nächste Mal... So. Das nächste Mal, wenn ihr uns... Oh. Gut, also, jetzt Lehrstunde. Habe ich gerade gelernt von Felix. Ich habe vergessen zu beschliessen. Und das Wohnmobil steht relativ weit dort hinten. Und einfach so funktioniert es nicht. Aber was man machen kann, um das ganze Signal zu verstärken, ist diesen da. Dann geht's. Unglaublich, aber wahr.